Nachmittagssitzung unter dem Thema die Folgen konsistenter gesellschaftlicher Hierarchien in der Vergangenheit für die Gegenwart. Und ich werde dieses Thema ein wenig anhand des slowenischen Beispiels erleuchten, da ich meine, dass das slowenische Beispiel auch paradigmatisch wirken kann, nicht nur für Südosteuropa, aber vielleicht in manchen Hinsichten sogar auch für Österreich oder Deutschland, wo mit einer plötzlichen Republik eine neue Größe in den Raum kam. Ich möchte am Anfang eine Brücke zu dem schlagen, was Herr Klegen früher gesagt hat, und zwar, welche Rolle spielt die slowenische Geschichte in der Wahrnehmung der slowenischen Öffentlichkeit. Mein Freund Boris Golec hat schon geantwortet, gar keine, aber ich möchte vielleicht das damit ergänzen, dass Geschichte zwar eine Rolle spielt, aber die zeitliche Spanne, die heute wirklich relevant ist für die meisten Slowenen, ist äußerst schmal und deckt vor allem die Periode nach 1941. Das hängt meiner Ansicht nach gerade mit den Elitenwechseln im 20. Jahrhundert zusammen. Der slowenische historische Raum erlebte, wie viele Gegenden Ost- oder Südosteuropas, drei große System- und auch Elitenwechsel im 20. Jahrhundert. Allen Wechseln gemeinsam ist, dass sie ziemlich plötzlich waren, obwohl ihre Dynamik doch nicht die gleiche war. Auf jeden Fall sind die Elitenwechsel von 1918 und 1945 am wichtigsten. Und der dritte Wechsel von 1989 bis 1991 ist dann nur eine Replike der beiden oder ein Nachhall auf die beiden Elitenwechsel. Für mich war oder ist der Elitenwechsel von 1918 vielleicht sogar der bedeutendste, und zwar gerade wegen ihrer Urplötzlichkeit. Wir können sagen, dass noch 1916 sehr wenige Leute mit dem Gedanken gespielt haben, dass irgendwo in naher Zukunft das Habsburger Reich oder die Habsburger Monarchie nicht mehr geben wird. Das veränderte sich dann zwar im Jahre 1917 in wenigen Schritten, die über die Proklamierung der sogenannten Mai-Deklaration im Mai 1917 über die Radikalisierung der Position der slowenischen Politik führte, aber in diesem Rahmen war noch immer die politische Elite der Vorreiter. Ich glaube, über Zwischenspiel zwischen der Elite und den Volksmassen in diesem Schicksal, in dem verhängnisvollen Jahr 1918, ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, und es ist schwer zu sagen, wo das Zentrum dieser Bewegung lag. Aber man kann sagen, dass das Versagen des Staates
die grundsätzliche Versorgung der Bevölkerung gewährleisten, 1918, zusammen mit einigen schwierigen politischen Fehlern, die vor allem den deutschen Kurs des Kaisers Karl I., zu dem aber keine außenpolitische Alternative gab, und dann auch die totale Inflexibilität der ungarischen Elite und auch einigen anderen politischen Fehlern, die in dann im Oktobermanifest des Kaisers mündeten, das aber too little, too late war. Das alles also hat zum Bruch der Mehrheit der Slowenen mit der Habsburger Monarchie geführt. Und diesen Bruch kann man wenigstens in der Untersteiermark buchstäblich messen. Es geschah im August 1918, wo in untersteirischen Zeitungen noch Geburtstagsfeier des Kaisers groß angekündigt war, aber als es dann stattfand, war darüber nur noch eine kleine Randnotiz in Zeitungen bemerkt. Also man kann sagen, die Slowenen lösten sich geistlich von der Habsburger Monarchie um 15. August 1918 los. Dabei kam dann zum Systemwechsel, der ziemlich radikal war, der dann vor 1917 dachte fast niemand im slowenischen Raum daran, eine gemeinsame Sache nicht nur mit den Kroaten, nicht nur vielleicht mit den habsburgischen Serben, aber auch mit dem Königreich Serbien zu machen. Das war eine ganz große Wende, die aber unter Druck der außenpolitischen und auch innenpolitischen Situation zustande kam, wo auch ziemliche Unterschiede in Bewertung des neuen südslawischen Staates unter verschiedenen Teilen des slowenischen ethnischen Territoriums gab. Und zwar bemerkte der Priester und Schriftsteller Franz Zaleski-Finchgaj ganz zutreffend, dass Kärntner, Steirer und andere Slowenen aus den Randgebieten Befürworter dieses Zusammengehens mit Serben waren, aber die Krainer in einer großen Zahl nicht, da sie natürlich keinen so großen deutschen oder italienischen Druck fühlten und auch sich an der orthodoxen Religion des neuen Herrscherhauses sehr störten. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, und diese Unterschiede in Bewertung des südslawischen Staates blieben meiner Ansicht nach noch nach dem Zweiten Weltkrieg auch von Bedeutung, heute natürlich nicht mehr. Aber die Elite, die politische Elite, passte sich dieser neuen, unerwarteten Situation. Man muss auch bedenken, dass Anton Korošec, der politische Führer der Slowenen, überzeugt war, dass die Habsburger Monarchie erst im Februar oder im März 1919 zusammenbrechen wird. Aber die Anpassung gelang sehr gut. Fast alle
entscheidende politische Player übernahmen das neue Glaubensbekenntnis, das Glaubensbekenntnis zu Jugoslawien, und außer der Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung im November 1920, wo die beiden großen Parteien der Slowenen abgestraft wurden, kauften Slowenen ihnen diesen Sinnwechsel auch ab. Aber die Schattenseite dieses Wechsels war, dass alle diesen politischen Führer, die schon in der Habsburger Monarchie führend waren und dann auch in neuen Verhältnissen, alles getan haben, um ihre Rolle im alten Regime zu beschönigen und auch die geschichtliche Erinnerung an die Habsburger Vergangenheit zu tilgen, oder sie versuchen zu zeigen, dass alles im alten Regime schlecht war und eigentlich schon früher alles an eine südslawische Verbindung gedeutet hat. Damit hat die politische Elite zwar überlebt, aber die gemeinsame geschichtliche Erinnerung meiner Ansicht nach schon viel Schaden genommen, und damit waren auch Grundsteine gelegt für den zweiten Wechsel 1945. Dieser Wechsel war natürlich äußerlich viel brutaler, viel radikaler und auch viel blutiger als der Wechsel von 1918, was glaube ich auch in anderen südosteuropäischen und osteuropäischen Kontexten gleich war. Und natürlich, es gab einige Mitläufer, die von den neuen kommunistisch geprägten Kräften übernommen wurden, aus den alten Zeiten einige Mitstreiter aus den alten Parteien, die eine gewisse Rolle in ersten Jahren des neuen Systems gespielt haben, so zum Beispiel Isidor Zanker als Botschafter in Griechenland oder Franz Neu als Verkehrsminister, die beide mit der vorkriegs-slowenischen Volkspartei verbunden waren. Dann auch zum Beispiel Dušan Černeč, der Bamus von Draubanat war und später auch kommunistisch bestellter Regent im Namen des Königs Peters II. Und so weiter. Aber ihre Rolle blieb insgesamt gering, also man kann nicht von der Übernahme der alten Elite sprechen. Natürlich vollendete sich dann auch die Abrechnung mit der Geschichte, denn Slowenien ist vielleicht ein Sonderfall darin, dass die gemeinsame Basis zwischen den neuen Herrschenden, also dem neuen kommunistischen System, und den geschichtlichen Grundsteinen der slowenischen Nation äußerst schmal war. Wir können sagen, dass die neuen Machthaber keinen gemeinsamen Nenner
zu den früheren slowenischen Traditionen finden konnten, besonders weil die slowenische Geschichte doch sehr katholisch geprägt war. Und natürlich, katholische Kirche hatte im slowenischen Raum, auch innerhalb Jugoslawiens, vielleicht mit Ausnahme von Bosnien und Herzegowina, ihre Lage war die schwierigste. Also die Lage der Kirche in Kroatien kann man fast nicht mit derjenigen der Kirche in Slowenien vergleichen. Und gerade die katholische Kirche ist auch ein Beispiel für den Elitenwechsel nach dem Zweiten Weltkrieg, denn jetzt plötzlich übernahmen diejenigen Kräfte oder diejenigen Einzelpersonen die Führungsrolle innerhalb der Kirche, die vor dem Zweiten Weltkrieg deutlich in der Minderheit waren. Und ich wage zu sagen, dass ihre Sichten nicht die der Mehrheit der slowenischen Katholiken waren, die aber christlich-sozialistisch geprägt waren und natürlich gut zu den neuen Verhältnissen nach dem Zweiten Weltkrieg passten. Und hier ist eine Figur von besonderer Bedeutung und auch paradigmatisch, das ist die Figur des Marburger, oder eigentlich des Weihbischofs von Ucitano und dann des Weihbischofs von Marburg, Vekoslav Grmić, der in 60er, 70er und am Anfang der 80er Jahre eindeutig die bedeutendste Persönlichkeit der katholischen Kirche in Slowenien war, aber zugleich auch von seiner Nähe zum kommunistischen Regime geprägt wurde. Und seine Rolle wurde erst allmählich vom neuen Erzbischof von Laibach, Aloisi Šuštar, zurückgedrängt, der aber auch viele Jahrzehnte in der Schweiz gelebt hat und daher einen sehr schmalen Bezug zu slowenischen Verhältnissen nach dem Zweiten Weltkrieg hatte. Und dann kam noch die dritte Welle des Wechsels am Ende der 80er Jahre und am Anfang der 90er Jahre, der aber meiner Ansicht nach viel ähnlicher zu dem Wechsel von 1918 als zu demjenigen von 1945 war. Und vielleicht hat gerade die Erfahrung der Brutalität des Elitenwechsels nach 1945 dazu geführt, dass Slowenen eigentlich ziemlich klar eine staatliche Unabhängigkeit befürworteten, aber keinen ausdrücklichen Bruch zum vorherigen kommunistischen Regime wollten. Ich wage wieder zu sagen, dass diese Entscheidung für die Unabhängigkeit aber gegen einen Bruch mit der Vergangenheit ein Ausdruck des Mehrheitswillens der Bevölkerung war und dann bei allen entscheidenden Wahlen immer wieder bestätigt wurde. Weil immer, wenn es darum ging, einen Wechsel herbeizuführen, stimmen die Slowenen für den Erhalt des Alten. So zuletzt bei der letzten Präsidentschaftswahl vor einigen Tagen und schon 1990, da war Slowenien mit der Wahl des ehemaligen Parteichefs statt
eines anerkannten Dissidenten, eigentlich eine Ausnahme auch in Osteuropa. Natürlich war sie Montenegro und Serbien, darin eigentlich aber nicht Kroatien, und außerhalb Jugoslawiens wählten eigentlich nur Bulgarien und Rumänien diesen Weg, und auch noch Bulgarien wechselte dann 1991 die regierende Partei, und auch in Rumänien kam mit Verspätung, aber doch 1996 zu einem ausdrücklichen Bruch mit der Vergangenheit nach dem Willen der Wähler. Einen solchen Bruch gab es meiner Ansicht nach in Slowenien nicht, und ich führe das auf die Erfahrung erstens der radikalen Veränderung 1945 und dann zweitens auch auf diese Anpassung der Elite, die eigentlich keine gewollte und wahrscheinlich auch keine besonders ehrliche war, schon 1918. Was die Eingangsfrage über die Rolle und die Wahrnehmung der gemeinschaftlichen Geschichte betrifft, begünstigte diese Entscheidung gegen den gesellschaftlichen Bruch natürlich auch die Erhaltung dieser Konzentration des Interesses für Geschichte auf die Periode nach 1941, was aber meiner Ansicht nach langsam zum Problem wird, weil eine solche Basis für eine entwickelte Gemeinschaft doch zu schmal ist. Und hier sehe ich zum Beispiel erstaunliche Parallelen zu Entwicklungen in Belarus, aber Gott sei Dank nur auf diesem Gebiet. Ja. Also, jetzt werde ich mich setzen und ich beginne damit die Diskussion. Ja, Frau Polska. Nicht so, dass ich hier am Rande sitze, sondern habe mehrere Fragen. Ich bin hier wie Advocatus Diaboli, ich frage nur. Aber wenn wir über Elitenwechsel sprechen, dann sollte man zuerst sagen, möchten wir über Macht, also über die Leute reden, die politische Macht ausüben. Es gibt Eliten, die Kultur, also formten, die Wirtschaft leiteten, wirtschaftliche Eliten. Also hier könnte man mehrere Nuancen ins Spiel bringen, weil also diese Machteliten, also politische Eliten, was das betrifft, das ist komplett, was sich hier abspielt, das kann auch im Fall der Tschechoslowakei, also von Geltung sein. Aber wie die letzten Forschungen von, ich bin Frühneuzeitler, also ich habe nur gelesen und manche Sachen sind bei uns ganz genau diskutiert, dass sogar 1918 nicht so großer Bruch bedeutete in Ausübung der Macht. Auf bestimmten Ebenen sind der Wechsel also komplett. Ja? Das kamen die neuen Leute, vor allem von Prag, die ersetzten dann die vorherigen Machtinhaber auf den, ich weiß nicht, Kreis oder Bezirken und so weiter und so fort. Aber im Prinzip, Machtelite bedeutet auch jeder Verwalter, also auf jeden Akteur, der eine politische Macht
lokale Ebene ausübt. Und dort gab es nicht so viele Leute, die die Neuen wären, ja, oder gewesen wären. Das muss man meiner Meinung nach fragen, auf welchen Ebenen wir sind, also bewegen uns. Und dann, was für eine Qualität hat diese Elite, worüber wir sprechen? Also politische, kulturelle, wirtschaftliche Elite. Es gibt mehrere, die auch geblieben, auch im Falle von also Wechsel von Ungarn, also Habsburgische Monarchie, Österreich, Ungarn und so weiter. Und dann, wenn wir über die neuen Eliten sprechen, die ersetzten diese Leute, falls man also der Fall von der Tschechoslowakei erinnere, und natürlich, oder möglicherweise war das auch der Fall hier in Slowenien oder in den Ländern, die neue Eliten erhalten hatten, weil ich kann mir vorstellen, dass es gab Regionen, wo die früheren Eliten gar nichts gab. Oder sie sind komplett verschwunden und da kamen die Leute, die Macht ausüben sollten und die sind zu Eliten geworden. Aus welchen Schichten sie kamen, was für also Qualität von ihnen war, das ist mir nicht immer klar. Mindestens bei uns hat man diese Forschung nur angefangen. Es ist sehr interessant zu sehen, was war der Hintergrund der Menschen. Und es zeigt sich, dass manchmal der meritokratische Prinzip wurde, also das ist normal bei der Elitenwechsel oder also Erneuerung der Eliten aufgrund dieser Verdienste oder so, dass andere Kriterien waren wichtig. Das ist dann möglicher Weg oder Möglichkeit, die unvorbereitete Leute in die Elite zu integrieren, die sich dann ganz anders benehmen, als man von der Elite erwartet hätte. Das ist vielleicht Fall von heute, bei uns mindestens. Ja, das ist klar, worüber wir sprechen. Vielleicht Slowenien und Slowakei ist sehr ähnlich. Und dann ein anderes, was Sie haben sehr trefflich gesagt, die Folge dieses Elitenwechsels ist der Verlust der Kontinuitätsgefühls. Und das ist sehr wichtig, was also sich abspielte. Diese Rupturen bringen dann diesen Verlust an Gefühls eine Kontinuität. Und das ist für die Gesellschaft selbst nicht positiv. Also das muss man wieder aufs Neue beginnen und dann also auch die professionellen Eliten oder Funktionierende oder die Funktionäre, die in also Rolle der Elite einsteigen, die haben keine Kontinuität hinter sich. Also es ist dann schwierig mit der Gesellschaft etwas zu machen. Also das ist ein paar Fragen nur. Das ist mir gefallen, wenn ich über das Thema also überdachte. Kann ich nur kurz antworten? Ja. Ja, natürlich, ich gebe zu, ich habe mich vielleicht zu sehr auf die politischen Eliten konzentriert, aber mein Wunsch war, die Gesamtheit des 20. Jahrhunderts irgendwie vorzustellen. Daher musste ich mich beschränken. Natürlich haben Sie recht. Das ist aber keine Kritik. Da sind sehr verschiedene Ebenen und Entwicklung auf diesen Ebenen war auch sehr unterschiedlich, auch bei uns. Vielleicht war das sogar so, dass wenigstens in einigen Gegenden Sloweniens der Elitenwechsel auf unteren Ebenen nach 1918 stärker war als auf der höchsten Ebene, vor allem wegen des hohen Anteils der deutschsprachigen Verwaltungsbeamten, die dann auch massenhaft teilweise
entlassen wurde oder slowenische Länder verlassen haben. Und das ist schon auch vielleicht ein Sonderfall stellt, wie oft Übermurgebiet da, Breckmurge, das früher zum ungarischen Königreich gehört hat und dann zum Zuzug der Verwaltungsbeamten, Lehrer, auch Geistliche aus anderen Regionen Sloweniens kam und da stellte sich sogar die Frage, welche Sprache man benutzen soll, ob jetzt Dialekt bevorzugt werden sollte, was vor allem von der evangelischen Kirche unterstützt wurde, oder die Standardsprache. Und zum Beispiel der Bischof von Marburg hat sich dann entschieden für die Einführung der Standardsprache. Und was diesen Elitenwechsel nach 1945 betrifft, glaube ich, dann kann man in besonderer Weise dieses Phänomen beobachten, dass ungeeignete Leute ganze Chargen der gesellschaftlich relevanten Rollen übernahmen. Zum Beispiel im Gerichtswesen kamen vielen komplette Laien zum Zug und das klingt noch immer nach, glaube ich. Nach 1990 aber trifft meiner Meinung nach die Einschätzung, dass dieser Elitenwechsel ziemlich gering war für fast alle Gebiete des öffentlichen Lebens. Auch die kulturelle Elite hat sich wenig verändert, auch die wirtschaftliche Elite, und Argument war sehr oft, dass nur diese alten Leute die benötigten Erfahrungen haben. Ich glaube, es wurde eine Untersuchung 1998 gemacht, die besagt hatte, dass 82% der alten Eliten noch immer geblieben sind. Ja. So viel. Vielleicht zuerst. Gut, ich danke schön. Ich hätte gerne 3 Aspekte angesprochen, von denen allein einer mit dem, was zuletzt gesagt wurde, zusammenhängt. Wenn wir die Langzeitentwicklung in den meisten Teilen Europas über viele Jahrhunderte ins Blickfeld nehmen, dann ist ganz evident, dass diese Entwicklung in relativ starker Weise, vielleicht nicht so sehr numerisch als funktional, von Adel bestimmt war. Adel, der natürlich aus dem Rückblick fortschrittlicher beziehungsweise dann später selbst marxistisch-proletarischer Perspektiven als das Grundübel der Vergangenheit eingestuft wurden, daher eliminiert werden sollten und daher deren Rolle für die Zeit davor vielfach unterbelichtet blieb. Ungeachtet dieser politisch-ideologischen Position, über die man verschiedene Meinungen sein kann, ist aber evident, dass Adel über Jahrhunderte Führungsfunktionen innehatte, somit also mit Verantwortung ausgestattet sein musste, weil es gar nicht so viele andere gab. Sie dementsprechend die jeweiligen Landes-Provinzverhältnisse gegenüber einer vielleicht überregionalen Zentralmacht zu verteidigen hatten, daher nicht in demokratischer Weise, aber doch in einer parlamentarischen Weise den Diskurs mit etwas größeren Ganzen immer von Neuem ausverhandeln durften. Darüber hinaus als Betriebsführer ihrer jeweiligen Grundherrschaften nicht völlig ohne Kompetenz sein konnten,
sonst hätte sich das nicht so lange erhalten können, trotz aller Schwächen, die da mit der Zeit aufgetreten sind, und die einer der wesentlichsten Elemente des kulturellen Mäzenatentums waren. Das Spektrum, wenn man mal von der Kirche absieht, das Spektrum künstlerischen Tuns, künstlerischen Schaffens, ob im Wege der Malerei, der Architektur oder auch der Musik und zum Teil auch in der Literatur, wäre ohne diese adelige Funktion undenkbar. Wenn ich das jetzt auf unsere Fragestellung überlege, dann kann ich feststellen, es gibt in Teilen der Habsburger Monarchie diese dem westlichen Grundmuster, von dem ich gerade gesprochen habe, entsprechende Parallelität oder Zugehörigkeit. Dann haben wir in Teilen der Habsburger Monarchie auch adelige Strukturen, die aber mit der Mehrheit der örtlichen Bevölkerung nicht kommunizierten. Sprich, die Adeligen von anderer ethnischer und vielleicht konfessioneller Zugehörigkeit als die Masse der damals primär Bauern. Und drittens, das gilt natürlich jetzt insbesondere für den osmanischen Einzugsbereich, es gab überhaupt keinen Adel in einem vergleichbaren Sinne, wie ich vorhin gesprochen habe. Und für eine Zeit der allmählichen Modernisierung und Verbürgerlichung und damit einer Transformation zugunsten europäischerer, nach westlichem Muster folgender Prozesse, zumindest im Laufe des 19. Jahrhunderts oder auch noch im 20. Jahrhundert, was bedeutet, wenn man entweder in einem nationalen Einzugsgebiet überhaupt keinen Adel oder einen hat, der nur gewissermaßen den potenziellen Minderheiten zuzuordnen ist, aber nicht sozusagen aus dem Bauch der Mehrheit des Volkes kommt. Das wäre der erste Punkt, den ich an mehrere eigentlich an alle richte. Das zweite im Hinblick auf das, was Herr Kollege Mauer mit dem Ende der kommunistischen Ära am Beispiel Sloweniens angesprochen hat, und wir haben ja schon gestern Abend darüber geredet, die Konsistenz der politischen Eliten und damit in weiterer Folge, nicht von heute auf morgen, aber inzwischen doch aufgrund der längeren Laufzeit, der enorm starke Braindrain Richtung Westen im weitesten Sinne des Wortes. Das heißt, das Auswandern, das Abwandern von meist gut ausgebildeten jungen Leuten. Meine Frage ist, hat das, glauben Sie, primär politische Ursachen, weil quasi zu Hause nicht so viel weitergeht, wie es hätte sein sollen oder sein müsste? Inwieweit hat das ökonomische Ursachen, die vielleicht etwa mit der Finanzkrise ab 2008 und so weiter in Verbindung zu sehen sind? Oder inwieweit sind es auch kulturelle Motive im Sinne von der Stil auch der politischen Kultur oder sonstiger Facetten der Kultur laufen nicht so, weshalb die Leute einfach abwandern? Also welche Möglichkeiten bietet quasi die EU zu rechtfertigen, eben nicht hier zu bleiben? Und der dritte Punkt, der erscheint mir für Ihre Zäsuren, also Diskontinuitätsmomente, ganz wichtig. Und das sind dann weniger Eliten im eigentlichen Sinne, aber es ist für diese Zeit des Überganges Schlüsselpersonal. Welche Kategorien von Berufstätigen, egal welcher Sprachigkeit, welcher Konfession, dienen mindestens mal für den Übergang, für das Funktionieren von einer alten Zeit in eine neue Zeit. Wir wissen, dass so und so viele Beamte ausgetauscht wurden, Militärs ausgetauscht wurden, Lehrer ausgetauscht wurden, aber es muss ja andere noch geben, die irgendwo wissen, wie es geht, sei es Kommunalbeamte, Techniker, Ärzte, was immer, um damit ein System zu überleben und in einem anderen entweder gebraucht zu werden oder sich so anzupassen, dass sie eben eine Fortsetzung persönlich haben und vielleicht dann sogar zu Eliten oder teilweise zu Eliten aufsteigen. Weil das natürlich für das, was in unserem Gesamtthema meines Erachtens enorm wichtig ist, das, was im geschichtlichen Prozess und daher auch in der Geschichtsrekonstruktion, sprich in der Forschung, eher zwischen den Zeilen steckt oder nicht wirklich im Vordergrund steht, aber eigentlich zum Verständnis von Zusammenhängen wahnsinnig wichtig ist. Und daher würde ich auf diese Punkte gern
im gesamten Plenum zu sprechen kommen wollen. Danke. Also wenn ich, Ja, vielleicht sammeln wir mal und dann schauen wir zu allem. Aber Sie sind der Moderator, Sie können entscheiden. dann vielleicht zuerst Ja. Gut. Ich danke Ihnen. Ich hätte nur in zwei Richtungen meinen Beitrag führen. Erstens ist es eine Frage an Sie, wegen das, was Sie uns wegen den drei Zeitzusammenbrüche gesprochen haben, und vor allem das vom 1918. Sie sagten, dass und ich frage Sie, wie kann man verstehen, dass die Elite die slowenische Elite, also 1 oder 2 Jahre vor dem Krieg, Ende des Krieges, nicht verstanden hat, dass das die Habsburger Monarchie so bald sich auslöst. Meine Frage ist, gab es keine nationalistischen Nuancen vorher bei den Eliten oder überhaupt in der Presse oder Nationalismusgefühle konnte man nicht erkennen? Das ist meine Frage. Und wenn ja, dann was war diese Rolle von diesen Nationalisten, wenn es so weit war? Und jetzt möchte ich weiter die Gedanken von Herrn Heppner aber in anderer Weise formulieren. Ich könnte das Elitenwechsel in Südosteuropa in 3 verschiedenen Gruppen etablieren. Zuerst im Zusammenhang zu der Imperienlösung. Also venezianisches, wenn es ein Imperium ist, osmanisches und habsburgisches. Nach dem Lösen aller diese vielvölkerlichen und viel religionsgläubigen Völkern diese Imperien gelöst wurden, dann gibt es sicher ein starkes Elitenwechsel. Zweitens, inwieweit wurde dieser Elitenwechsel passiert bei den verschiedenen Völkern, zum Beispiel durch Revolution, das ist der Fall von Griechenland und auch Serbien, oder durch die Rolle der Kirche, Bulgarien etc. Wir können verschiedene Beispiele finden. Und drittens, die Rolle der verschiedenen Eliten, so wie Frau Kowalska vorher versuchte zu formulieren. Also zum Beispiel die Rolle der Intellektuellen. Im Fall Griechenlands, die Rolle der Intellektuellen hat sehr viel beigetragen, dass die zu einem Nationalismus dieses Volk gekommen ist. Und, oder die ökonomischen Eliten, die auch im Fall von Serbien oder von Bulgarien und Griechenland auch, die waren sehr präsent bei dem Wechsel und bei der Gründung der Nationalstaaten durch das Löschen von Südosteuropa, von den Imperien. Und ich beende, um diese 3 Punkte zu ihrer Stelle zu kombinieren. Wieso gab es diese Vielfältigkeit, die man bei den anderen Völkern in Südosteuropa trifft, nicht im 19. Nur, damit wir im 1918 bleiben, nicht in dem Fall Slowenien bemerken, wenn ich gut verstanden habe. Darf ich dazu auch noch kurz was sagen? ja. Das Addendum. Es hat im Jahre 2015 oder 2016 eine 2-bändige Ausgabe der Österreichischen Akademie der Wissenschaften über das Zeitalter des Ersten Weltkrieges und den Untergang der Habsburger Monarchie gegeben. Ich hatte die zweifelhafte Ehre, weil es in der Regel mit sehr viel Arbeit zu tun hat, an der Redaktion maßgeblich teilzuhaben. Und da sind verschiedenste Perspektiven, verschiedener Sachverhalte, aber auch verschiedener ethnischer, nationaler Blickwinkel eingearbeitet. Und da geht durch die Bank die Aussage aller, und daher auch der hier aus Slowenien oder Kroatien und sonst was stammenden Autoren,
vor 1917 ist nicht klar, wie es gehen wird. Das heißt, bis ins Jahr 17 vermeint man, es wird sich schon irgendwie richten lassen, der Krieg wird schon irgendwann zu Ende gehen und wir werden dann weiter wursteln, aber so, dass alle sagen, wir haben die Nase voll und Schluss jetzt, ist vor 1917 nicht sichtbar. Und das hängt dann nicht nur in dem Fall mit der Mai-Deklaration zusammen, sondern mit allen möglichen. Das heißt, gibt es keine nationalistische Tendenzen bis dann? Schon, Ja, aber die sind nicht die wollen sezessionistisch. Sie sind nicht sezessionistisch, sondern der Versuch im Gesamtstaat zu schauen, wie man neue Wege findet, um irgendwie zueinander zu kommen. Also ich stimme dem absolut zu, auch für den slowenischen Fall. Es gab natürlich eine Nationalbewegung, die auch die gesamte Nationalstruktur schon ausgebildet hat, aber diese Nationalbewegung war nicht hat nicht darauf gezielt, den Rahmen zu sprengen. Natürlich suchte man nach 1918 nach einigen Einzelfällen, wo das der Fall war, aber das war eindeutig eine Minderheitsbewegung, die Habsburger Monarchie sprengen wollte. Also der Glaube an die Reform war immer noch da. Ja. Und erst 1917 hat man dann geglaubt, da wird nichts mehr und jetzt gehen wir neue Wege. Ja, aber zum Beispiel, wenn die Zentralmächte den Krieg gewonnen hätten. Ja, dann wäre sowieso vieles anders. Ja, natürlich. Ja, ähnlich wie 89 oder 88. Natürlich, ja, Die auch. slowenische Nationalbewegung hat eigentlich 1988 wieder den Anfang genommen. Vor 1988 hat es eigentlich keine, abgesehen von kulturellen Eliten, keine slowenische Nationalbewegung gegeben. Ab 89 bis 91 dann plötzlich war die Situation ähnlich wie früher, 1917, 1918. Wir hatten unseren eigenen Staat zu bauen. Innerhalb von ein paar Monaten. Ja, so ist es bei uns. Die Geschichte ist, lange Zeit gibt es nichts und dann plötzlich ja, mit Aufschwung. Anders als im griechischen Fall. Das ist Genau, das ja, ist ein Putsch und alles ist Putsch. Genau. Das ist eine andere Welt. Aber vielleicht noch eine Frage. Zum Beispiel, wie lange hat sich die griechische Revolution von 1821 vorbereitet? Oder war sie auch vermeidbar? Oh, das ist eine andere Frage. Das ist eine gute Frage. Ja. Gut, wenn ich darf, dann kann ich schon, aber haben wir die Zeit? Dass ich noch eine Vorlesung Die gebe. kürzeste Version. Gut, die kürzeste Version. Gut. Also, technisch ist vorbereitet seit dem Jahre 1814, durch eine geheimnisvolle Gesellschaft für die Keteria in Odessa gegründet und dann innerhalb von 2-3 Jahren völlig verbreitet. Aber mentalisch und ideologisch und ökonomisch muss man 50 Jahre vor der Revolution mitrechnen. Das heißt, nach dem ersten russisch-osmanischen Krieg unter Katharini und vor allem nach dem 1770 war dieser Aufstand, Orlov-Aufstand, und dann war Küçük-Energie-Vertrag und so weiter und nicht nur das. Also es war ein großer Sprung, ökonomischer Sprung durch die Schifffahrt, durch den Handel und durch die Aufklärung. Also das ist eine komplizierte, aber sehr positive Entwicklung bei vielen Gruppen, also Sozialgruppen im griechischen Raum und in der Diaspora. Die griechische Diaspora hat eine große Rolle gespielt und die gibt es in dem Sinn, wie die griechische Diaspora gelebt hat, kann man nicht so ähnlich bei anderen Völkern mit Ausnahme von Serbien vielleicht finden. Und außerdem war auch die Rolle der Fanarioten, manche Fanarioten, nicht alle, schon stark gewesen. Und diese Fanarioten, eine Gruppe von Fanarioten, haben auch die neue Verwaltung des Staates vorbereitet. Das heißt, die erste Verfassung von Epidaurus im 1822 ist in Pisa
geschrieben, nicht in Griechenland. Also in dieser von Mavrokordatos, von Ariot, auch von einem Bischof in Ugrovlachia und so weiter. Und die sind gekommen. Ypsilantis, der Bruder von dem ersten Ypsilantis, ist gekommen. Und auch die Kotschabas ist die Elite, die vorher existierte, neben den Osmanen. Aber die hatten ein anderes Bild gehabt, was sie als Staat erwarteten. Sie erwarteten, dass sie einen griechischen Staat etablieren, aber auf der Basis von ihren eigenen Erfahrungen und nicht von diesen importierten durch die Phanarioten. Irgendwann ist ein Kompromiss gewesen, ist auch die Diplomatie, es ist eine große Geschichte, wie die 8, 9 oder 10-jährige Revolution stattgefunden hat, aber eine große Rolle hat die Schifffahrt und die Schiffseigentümer gespielt. Thema deines Panels. Ja, das ist was anderes. Ja. Ja, ich habe Und jetzt Herr Dr. Clement, ja. Ja, wir haben die Frage nach dem Adel ja noch nicht beantwortet, und da möchte ich anknüpfen, aber vorher erstmal vielen Dank, Herr Mauer, für Ihr schönes, eindrucksvolles Panorama zum 20. Jahrhundert. Eine Nachfrage habe ich nur zu Ihrer Wortmeldung von heute Vormittag, dann auch mit dem zunächst mit dem Unverständnis der Slowenen, so haben Sie es da gesagt, gegenüber der Haltung der Europäischen Union, die so de facto dem Machterhalt oder dem Elitenerhalt der alten Elite in den letzten Jahren zugespielt hat. Man muss vielleicht dann ein Fragezeichen dahinter setzen, ob es die Haltung, das Unverständnis der Slowenen in dem Fall gibt, wenn die Mehrheit bei den Wahlen immer wieder für diese Elite gestimmt hat. Also das fiel mir jetzt nur auf. Das war ein falscher Wortmann. Ja. Aber ich wollte eigentlich hauptsächlich auf den Aspekt der Entfeudalisierung kommen, auch mit Blick auf Südosteuropa insgesamt und damit verbunden auch den Aspekt, der allerdings fürs 20. Jahrhundert dann für den zweiten Elitenwechsel, vor allem für den zweiten Elitenwechsel, den Sie haben, auch wiederum gilt, obwohl es mit Entfeudalisierung nichts mehr zu tun hat, die Umverteilung von Eigentum durch Elitenwechsel. Ich komme aber jetzt zurück auf den Punkt mit der Entfeudalisierung und was ist die Elite im Fall auch Sloweniens jetzt 1918. Sie haben die Kontinuität eigentlich 1918 hervorgehoben, dann etwas hinzugefügt mit Blick auf die deutschsprachigen Beamten, die beseitigt wurden, aber ist nicht eben auch 1918 und dann die Agrarreformen im Zwischenkriegs-Jugoslawien, ersten Jugoslawien, nicht doch der Schlusspunkt unter die Entfeudalisierung, mit der gleichzeitig die in erster Linie nicht slowenische Aristokratie, der Adel, beseitigt wurde in seiner Machtstellung, in seiner sozialen und sozialkulturellen Machtstellung, ursprünglich ja auch politischen Machtstellung, solange es noch die Ständeverfassung gegeben hat und nicht das allgemeine Wahlrecht in Cisleitanien. Also war nicht der Elitewechsel zum Teil vorbereitet durch das allgemeine Wahlrecht noch in der Monarchie, aber auf politischer Ebene, aber wurde nicht sozusagen diese Adelselite als soziale Elite und fremdsprachige Elite dann doch wesentlich 1918 folgende ausgeschaltet in ihrer Bedeutung. Und da wird den Brückenschlag zu dem südosteuropäischen eben, mir scheint, dass das 19. Jahrhundert in gewisser Weise insgesamt als Entfeudalisierungsjahrhundert beschrieben werden kann und meiner Meinung nach, aber vielleicht umstritten, eigentlich doch mehr, als man meistens glaubt, auch für den osmanischen Bereich. Denn dort gab es zwar keine gefestigte Adelsschicht, so wie in west- und mitteleuropäischen Standesgesellschaften, aber durch den Großgrundbesitz, der praktisch nicht mehr im Staatseigentum war, sondern Familieneigentum war, der muslimischen Großgrundbesitzer, außer im Peloponnes, wo es auch christliche gab,
überwiegend waren es muslimische Großgrundbesitzer, die in Serbien, die in Griechenland beseitigt wurden durch die Revolution jeweils und der Boden umverteilt wurde. Später dann wurden innerhalb der Habsburger Monarchie wurden sie nicht gewaltsam beseitigt, sie wurden auch nicht enteignet, aber in ihrer Machtstellung und in ihrer Rechtsstellung beschnitten. Also insofern würde ich behaupten, dass es insgesamt eine Art Entfeudalisierung im 19. Jahrhundert schon gegeben hat, die den Elitenwechsel dann 1918, jetzt im slowenischen Fall und in vielen anderen Fällen, vorgegangen ist und vorausgearbeitet hat. Also wäre ich dann wieder bei der Frage nach der Rolle dieser alten Elite, wie weit sie in die slowenische Geschichte hinein noch fortgeführt eine Rolle gespielt hat und wie wichtig in diesem Zusammenhang dann das Jahr 1918 vielleicht doch auch gewesen ist, im Sinne eines relativ radikalen Schlusspunktes. Also ich würde vielleicht zuerst auf die Frage Nummer 2 des Herrn Hebners antworten. Und zwar, ich glaube, bei dieser Auswanderung der jungen Fachkräfte aus Osteuropa ist meiner Meinung nach auf jeden Fall der zweite Punkt der wichtigste, also ökonomisch. Ich sehe also vielleicht Enttäuschung wegen der heimischen politischen Entwicklung, das könnte ein Faktor sein, aber was mich auch persönlich wundert, dass gerade Bewohner der Staaten, der gerade hier in Slowenien als besonders national bewusst gelten, massenhaft diese Staaten verlassen. Zum Beispiel Litauen hat 1 Million Einwohner verloren nach dem EU-Beitritt, oder auch Polen, in einer Zeit auch Kroatien, auch die Ukraine zum Beispiel, auch die Westukraine, wo dieses Nationalgefühl so stark ausgeprägt ist. Daher bin ich der Meinung, dass auf jeden Fall die zweite Ursache die wichtigste ist. Und auch, ich glaube, es wurde schon heute schon gesagt, Westeuropa wurde auch 1989 schon in erster Linie als ein ökonomisches Paradies gesehen. Auch ich selber kann mich erinnern, zum Beispiel als ich 8 Jahre oder so war und zum ersten Mal nach Spielfeld kam, das war das ein anderes Universum. Und das auch für mich schon damals besonders in dieser ökonomischen Hinsicht. Und jetzt werde ich zuerst auf die Frage von Dr. Kleving zurückgehen. Und ja, Sie haben sicher recht, dass diese Entfeudalisierung 1918 auch in Slowenien in gewisser Weise zum Ende gekommen ist. Obwohl ich verstehe diesen Bruch nicht als so radikal, weil ich glaube, die ökonomische Stellung der Adeligen war immer noch ziemlich gut, wenigstens in einigen Hinsichten. Und sicher kann man das nicht mit der Vertreibung oder sogar Ermordung von 1945 vergleichen. Was jetzt die Stellung dieses Adels in der Geschichtswahrnehmung der Slowenen oder der meisten Slowenen, genauer zu sein, betrifft, das ist natürlich eine ganz andere Frage, die aber meiner Meinung nach entscheidend mit dem Umbruch von
1918 zusammentrifft. Und zwar, ich glaube, ein durchschnittlicher Slowene versteht diese Adeligen noch immer nicht als einen Teil der eigentlichen slowenischen Geschichte, obwohl Grundsteine dafür, das muss man sagen, schon im 19. Jahrhundert gelegt wurden. Zum Beispiel auch ein Josip Gruden, ein katholischer Historiker aus dem Ende des 19., aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, tat sich schwer, diesen Adel, die fremdsprachig war, in eine slowenische Geschichte zu integrieren. Das wurde dann natürlich nach 1918 und besonders nach 1945 noch potenziert. Und ein Bon mot war, dass die slowenische Geschichte eine Geschichte der slowenischen Bauern ist. Obwohl viele auch Slowenisch gesprochen haben, nicht? Ja, Sie sind Auersberg zum Beispiel, Anastasius Grün, die erste Sprache, die Anastasius Grün gelernt hat, der Vormärz-Dichter, also Graf und Vormärz-Dichter, war Slowenisch. Nicht? Er hat es dann verlernt und dann hat er es wieder gelernt. Windisch-Grätz im 20. Jahrhundert haben der Reihe nach Slowenisch gesprochen, waren also dreisprachig Englisch, Französisch oder 4 Deutsch und Slowenisch, manche sogar Serbisch-Kroatisch, Bosnisch, Montisch. Das habe ich noch nicht. Sorry. Eigentlich, ich glaube, Mitte des 19. Jahrhunderts war der Schwerpunkt dieser Stellung zum Adel, weil der Adel sich nicht der slowenischen nationalen Bewegung angeschlossen hat. Die sind zwar kleiner geblieben oder slowenischsprachige oder mehrsprachige, obwohl doch, die haben meistens Deutsch untereinander gesprochen, aber die waren nicht richtige Slowenen. Also für die slowenische Nationalbewegung haben nur wenige was getan. Und das ist wahrscheinlich, also diese Perspektive, diese Sicht, die sind nicht mit uns, die sind gegen uns. Wir wissen ja in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also ich bin kein Experte für diesen Zeitraum, aber ein Nationalfeind, nicht Nationalgegner ist ein Begriff. Nicht? Also die Zilier oder Marburger Slowenen und Deutsche nennen einander unser Nationalfeind. Und jetzt ist es entweder oder. Bist du ein Slowene oder ein Deutscher? Kein deutschsprachiger Slowene und so weiter mehr. Nicht? Und das ist wahrscheinlich, glaube ich, die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist entscheidend in dem Sinne geworden, dass wir uns eigentlich von unserem Adel hauptsächlich losgesagt haben. Der Adel gehört nicht dazu, das sind nicht die richtigen Slowenen. Nach 1918 ist das noch potenziert worden und wie Kollege Maurer gesagt hat, nach 1945 noch stärker. Und dann waren plötzlich Bauernaufstände etwas Revolutionäres, etwas Fortschrittliches, etwas, was früher nicht gerade eine große Rolle in der Geschichte gespielt hat, aber jetzt ist das fortschrittlich geworden. Und ja, das ist eigentlich die Geschichte der Slowenen noch stärker eine Geschichte der Bauernschriften geworden. Danke. Dazu nur eine kleine Bemerkung. Gerade in Randgebieten, wo der deutsche Druck und auch der Liberalismus am stärksten war, in Kärnten und in der Steiermark, gab es einige Beispiele, wo Adelige, also von der slowenischen Nationalbewegung mindestens unterstützt wurden, zum Beispiel Graf Brandis in Marburg, der ja auch katholisch geprägt war und natürlich die Marburger Elite war schon damals erzliberal. Ne? Deswegen kann man zu einigen Beispielen der Zusammenarbeit, aber
An der anderen Seite waren auch Adelige wie Carneri, zum Beispiel auch in der Steiermark, die natürlich sehr liberal, so wie auch grün ausgerichtet waren. Nur eine Frage. Eine Frage an Sie mit Ihrer Stellungnahme. Sie sprachen über eine Strömung gegen die Adeligen, die nicht uns gehörten, das heißt, welche waren diese uns? Und die waren, ja, die anderen, die Adeligen waren nicht deutschsprachig, sondern Deutsche. Und wir sind anders. Also wo findet man diese Spuren, dieses Wir? In der Literatur, in der Presse und was für eine Geschichte haben dieses Wir so klar gemacht? Ja, genau, in der Literatur, in der Presse, ja. Und das ist dann interpoliert worden, also in die früheren Zeiten der Christianisierung, der Feudalisierung. Der größte Poet slowenischer, also Franz Prešern, hat 1835 so ein Gedicht geschrieben über die Christianisierung und Feudalisierung der Slowenen, also die Taufe bei Savica, und dort hat alles angefangen eigentlich. Also Deutsche, böse Deutsche und gute Slowenen, obwohl das nicht so gesagt worden ist, aber in der Vormärzperiode, im Vormärz ist das schon deutlich spürbar, dass also die nicht-slowenischen, die sind die eher für Deutsche oder für den von der deutschen Sprache, kann man sagen, geprägten Stadt hochgezählt oder erhoben sind, während die Unterschichten, da sind wir Slowenen. Also diese Dichotomie ist eigentlich künstlich nachvollzogen, gemacht worden, aber war in der Realität eigentlich auch zu spüren. Ein Bauer, der hat sich ja benachteiligt oder hat sich benachteiligt fühlen können, weil der Herr Deutsch spricht. Das war einfach sozusagen, ja, dein Herr, dein Grundherr oder was auch immer, dein Hausherr, der spricht Deutsch. Er ist ein Deutscher, er ist ein Feind. Ganz einfach. Und es war glaubenswürdig, ja, eben, ja, der ist ja nicht einer von uns. Das ist vereinfacht gesagt, aber die Literatur hat viel dazu beigetragen. Und dann die Politik auch, nach 1918 insbesondere, dann das alte Österreich, der Völkerknast und so weiter. Von 1912 hat man darüber gar nicht gesprochen. Nicht verstanden mal dieses Wort, obwohl nicht alles ideal war. Weiter. Darf ich noch eine Frage, Herr Resch? Es geht bei Adel, ich denke, um eine Loyalitätsfrage. Kaiser gibt die Titel. Ich bin loyal. Ich sprach Slowenisch, Deutsch, Italienisch, Französisch. Ich habe keine nationale Probleme, aber meine Loyalität zum Kaiser, die gibt mir die Titel, ist meine ja. Ja, dem stimme ich zu, aber natürlich kam dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dazu, dass sich auch Adelige national bekannten, so wie Anastasius Grün zum Beispiel oder Bartholomäus Carneri, ganz eindeutig seine Loyalität galt der deutschen Kultur mindestens, ich glaube schon vor dem Kaiser. Natürlich, ich glaube, dass die Mehrheit der Adeligen wirklich so gedacht hat, dass ihre Loyalität zuerst dem Kaiser und dem Kaiserreich galt, aber es gab schon sehr viele, die auch national gedacht haben. Vielleicht ist hier Böhmen ein interessantes Beispiel.
wo sich diese böhmische Großgrundbesitzer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schon ziemlich stark wenigstens für eine größere Selbstständigkeit der böhmischen Länder stark gemacht haben. Aber dann, vor dem Ende des Ersten Weltkriegs, wechselten sie schon zu einem panösterreichischen oder sogar, wie werden wir das nennen, philodeutschen Lager, zum Beispiel Ottokar Czernin, oder auch Klaus Martinitz. Sein Vorgänger war natürlich ein Vorkämpfer der tschechischen Bewegung. Das ist auch interessant in dieser Hinsicht. Versucht auszustellen. Ja, also erstens einmal, wenn wir hier von dieser deutsch-slowenischen Kontroverse sprechen, dann glaube ich, ist da zentral nicht mehr der Adel im Spiel, sondern eher das Bürgertum, also die Mittelschichten mit ihrer wirtschaftlichen Präsenz. Und meine Frage ist, inwieweit am slowenischen Beispiel, da ich annehme, dass zumindest am Land die Fürsprecher für die slowenische Sache am ehesten die Pfarrer waren, wenn es nicht die Lehrer waren, aber jedenfalls die Geistlichkeit mit Sicherheit auch, inwieweit hier ausschließlich das nationale Argument zum Tragen kam oder wie es aus deinen Worten eigentlich erschließbar wäre, auch sozusagen das wirtschaftliche Gefälle und somit, wenn du mir den Ausdruck gestattest, das proletarische Argument. Die armen ländlichen Menschen slowenischer Sprache gegenüber den reichen, sagen wir mal, Deutschen. Ja, das ist wirklich eine interessante Frage, obwohl ich würde nicht sagen, dass dieses soziale Gefälle immer sehr stark betont war. Ich glaube auf jeden Fall, dass im slowenischen Fall diese soziale Komponente nicht so stark betont war wie zum Beispiel bei den Ukrainern, was zuletzt auch die Perspektive eines ukrainischen Staates nach dem Ersten Weltkrieg mit zerstört hat. Aber natürlich hatten Geistliche eine hervorragende Rolle, obwohl diese Rolle auch nicht immer gleich stark ausgeprägt war. Zum Beispiel, wir haben eine Periode zwischen 1848 und 1870 ungefähr, wo diese Rolle der Geistlichen ziemlich schwach war. Vor allem im Vergleich dazu, dass noch am Beginn des Zweiten Weltkrieges der politische Führer der Slowenen ein Geistlicher war. Und wir hatten auch einen kleinen Kulturkampf von 1872 bis 1876, wo wir sehen können, dass slowenische weltliche Intelligenz versucht hat, sich mit der deutsch geprägten liberalen Elite zusammenzutun, aber es hat sich gesagt, dass diese deutsch-liberale Lage nicht bereit ist, irgendwelche sinnvolle Konzessionen zu machen. Weil natürlich gab es in slowenischen Ländern immer wieder diese Frage des Vermögens oder wie sagt man, Possesnostanie, Eigentumszustand. Und natürlich, Deutsche waren nicht interessiert
hier an irgendeine Umteilung dieses Besitzes und dieses Zustandes, der auch in Krain eine wesentlich stärkere Position für die deutschsprachige Minderheit einräumt, wie das nach Prozentsätzen zu erwarten war. Also ich sehe eigentlich diese slowenische Nationalbewegung nicht nur als Bewegung der Unterschichten, aber ein Problem war, und natürlich, dann können wir auch über Triest reden. In Triest waren eigentlich Slowenen Player in einer Weltstadt. Das ist natürlich sogar in zeitgenössischer slowenischen Geschichte nicht so sehr berücksichtigt, weil diese Rolle der Slowenen als wichtige Faktoren in einer Weltmetropole sozusagen, was Triest vor dem Ersten Weltkrieg war, nicht zu dem gewöhnlichen Schema der slowenischen Geschichte passt. Und ich glaube, diese Konstruktion arme Slowenen oder proletarische Slowenen gegen reiche Fremde ist mehr eine Konstruktion, die nach 1918 und wesentlich dann nach 1945 forciert wurde. Herr Klevin wollte schon länger. Ah, gut, zuerst. Tatsächlich melde ich mich schon so lange, dass ich die Intervention jetzt gerne annehme. Also zunächst aber spontan etwas Widerspruch. Ich würde eher meinen, dass Triest genau in das Schema passt, weil die Slowenen dort tatsächlich überwiegend Proletarier und Seeleute und Ähnliches gewesen sind und nicht im gehobenen Bürgertum, das ja noch dazu sehr stark von religiösen Minderheiten, neben den Griechen auch den deutschen Protestanten zum Beispiel, nicht zuletzt, und den Reichsitalienern und wem auch immer, also jedenfalls zur Oberschicht zählten, glaube ich, die Slowenen dort wirklich nur selten in der Stadt. Und etwas in die Richtung weist für mich doch auch, aber das zum Teil kann man ja auch Ideologie und Eigentumsverhältnisse nicht ganz gleichsetzen, eben dieser Gegensatz zwischen politischem Katholizismus und Liberalismus. Das hat für mich schon in den frühen 90er Jahren, ich glaube Gerhard Baumgartner heißt er, der Vorname fällt mir jetzt nicht genau ein, er ist beim österreichischen Archiv des Widerstands, Archiv des österreichischen Widerstands jetzt tätig seit einiger Zeit, aber er hat ein wunderbares Buch geschrieben über die kleinräumigen Identitätsentscheidungsprozesse im Burgenland einerseits und in Südkärnten andererseits im 19. Jahrhundert, wo die Entscheidung, ob man politisch katholisch war oder liberal und damit deutsch-liberal, offenbar eine ganz große Rolle gespielt hat für die nationale Entscheidung dann auch, wie man sich verstanden hat, auch bei ursprünglich slowenischsprachigen Bürgern in Südkärnten zum Teil. Also das nur eingestellt. Ich glaube, es spielt doch eine Rolle, diese soziale Schichtung in diesem Fall und auch in vielen anderen. Aber was ich noch als Intervention ein bisschen in den Raum stellen wollte, ist die Frage, wann sich diese Radikalisierung abgezeichnet hat, 1917 oder vielleicht doch zum Teil etwas früher. Ich muss sagen, ich bin etwas skeptisch, was die neuere Forschung angeht, die Loyalität zum Habsburgerreich so lange gelten lässt, und zwar relativ uneingeschränkt. Und zwar aus mindestens zwei Gründen. Eines der Argumente, das kam jetzt hier noch nicht, aber in der Literatur ist zum Beispiel die geringe Zahl der Deserteure wird ins Feld geführt, dafür, dass die Nicht-Deutschen auch in Cisleitanien trotzdem sehr lange loyal gewesen seien. Und in dieser Literatur finden wir wirklich die Ausrichtung auch an militärischen und militärgeschichtlichen Zusammenhängen, um zu desertieren, außer man hat sehr günstige Umstände, braucht es eigentlich sehr viel Entschlossenheit und Mut, weil es eine lebensgefährliche Situation ist, während man desertiert.
Also, dass man bei der Truppe bleibt, kann erstens Angst zum Grund haben, zweitens natürlich auch die Loyalität mit der unmittelbaren Gruppe selbst, mit den Kameraden, wie man im Militär in Deutsch sagt, und wie sie empfunden wurden, glaube ich auch. Also diese Überlebensgemeinschaft der Soldaten, wenn man die verlässt, bringt man die anderen in Gefahr. Auch das wird in der Literatur nicht oder lässt sie im Stich aus der Sicht derer, die zurückbleiben. Das wird in der Literatur meines Erachtens nicht genügend gewürdigt. Und dann die Frage auch der Zensur natürlich. Also wer konnte denn 1916 als ich gehe jetzt etwas von Slowenen weg, sagen wir als südungarischer Serbe sagen, also mit diesem System will ich nichts zu tun haben, ich würde viel lieber zu Serbien gehören. Erstens hat das die militärische Lage nicht hergegeben. Serbien war gerade besetzt dann 1916, 17 von den Österreichern mit deutscher Hilfe. Und zum anderen wäre es wiederum ein Grund gewesen, vielleicht in das Internierungslager zu kommen. Das gab es in Österreich-Ungarn, vor allem im ungarischen Bereich in diesen Jahren. Also wir gehen manchmal so irgendwie davon aus, als wäre eine freie Debatte über diese Themen möglich gewesen, und das war sie zunächst einmal nicht. Also das scheint mir doch überlegenswert, und auch, obwohl ich das Bild, dass die Mehrheit, jetzt gerade der Slowenen, bis 1917 loyal zum Staat stand, gar nicht in Zweifel ziehen möchte, aber ich würde doch annehmen, dass man subkutan einige Stimmen, die nicht ganz vereinzelt waren, früher finden kann. Erstens zum Beispiel absehbar an der Reaktion auf die Balkankriege, wo, wenn ich richtig informiert bin, die slowenische Öffentlichkeit schon sehr pro-serbisch aufgetreten ist und natürlich auch mit entsprechender Schockwirkung für die politischen Behörden und die deutschen Nachbarn. Und zum anderen auch zum Teil doch früher. Ich bin jetzt kürzlich durch Zufall auf ein Buch gestoßen, in dem ein slowenischer Freischar-Teilnehmer an einer internationalen Freischar in den 1860er Jahren in Montenegro und dann wieder in der großen Eugenkrise 1875 aufgetreten ist, also gekämpft hat gegen die Osmanen. Vielleicht war es Abenteurertum, aber wahrscheinlich hatte er doch auch irgendwelche emotionalen, romantischen Gründe, das zu tun. Also ich glaube, eine gewisse Loslösung vom Reichsgedanken und davon, dass die Habsburger Monarchie die natürliche Lösung der Dinge sei, kann man doch schon ab der Mitte des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen. Ich kann sagen, der Pragmatismus spielt immer eine große Rolle. Ne? Ja, ganz, ganz bestimmt. Was ich sagen wollte, eigentlich, ja, also die Loyalität, aber etwas anderes auch. Warum haben wir Slowenen, jetzt sage ich, wir Slowenen, keinen slowenischen Adel gehabt? Warum gibt es keinen slowenischen Adel? Weil es kein Slowenien gibt. Das ist die einfachste Antwort. Es gibt ein Kroatien 1910 und es gibt ein Slawonien, Kroatien und Slawonien. Es gibt ein Kronland Dalmatien, wenn Sie wollen, aber es gibt kein Kronland Slowenien. Deswegen, also ein national geprägter Adel oder ein landesgeprägter Adel im Rahmen eines Landes und dazu noch loyal zum Kaiser, dem Kaiser, das ist bei uns nicht der Fall gewesen. Und das ist ein Mangel, wirklich in der slowenischen Geschichte bzw. in der slowenischen Nationalstruktur ganz außer Frage. Das ist etwas, was fällt, und aus Slowenien hat man dann ein Volk der Bauern und Knechte in der Geschichte gemacht. Also die Historiographie hat das gemacht, absichtlich, besonders im 20. Jahrhundert nach 1945. Und dann ist das die Antwort auf, beziehungsweise Alice Mahler hat schon geantwortet, ja, die Geschichte der Slowenen beginnt in der Perspektive der heutigen Slowenen 1941 oder, naja, vielleicht 1940, aber nicht viel früher. Ja, danke. Also Sie haben sehr viele wunderbare Anregungen gemacht, aber vielleicht zuerst zu Triest.
vielleicht stehe ich zu sehr unter dem Eindruck der Gespräche mit meinem Kollegen Boris Beitz, der selbst auch aus Triest kommt. Aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, gab es doch im Fall der Triester Slowenen einen großen wirtschaftlichen Aufbruch am Beginn des 20. Jahrhunderts, der dann auch im Ankauf des berühmten slowenischen Heimes mündete, ich glaube 1904 oder sowas. Ja. Dann Kärnten ist natürlich ein Extremfall auch innerhalb der slowenischen Geschichte, wo diese politische Pluralisierung unter Slowenen nicht stattfindet. Und natürlich ist das jetzt auch ein wesentlicher Grund dafür, dass die bäuerliche Elite in manchen Gegenden noch Jahrzehnte Slowenisch gesprochen hat, aber sich nicht zum politischen Slowenentum jetzt bekannt hat. Ja. Was natürlich heute erst auch unter den slowenischen Historikern thematisiert wird, zum Beispiel bei Theodor Dome. Aber wiederum in Kärnten ist dieses soziale Gefälle nicht so einfach, weil größere Bauern tendenziell slowenisch blieben und ihre Knechten oder der Agrarproletariat zu Sozialdemokraten geworden ist, aufgrund der wiederum speziell Kärntner Verhältnisse. Und gerade diese Schicht ist dann für die slowenische Politik verloren gegangen, nicht die wohlhabenden Bauern, die noch heute eigentlich Rückgrat der verbliebenen slowenischen Volksgruppe bilden. Und was war? Aha, diese Loyalitätsfrage ist natürlich differenzierter zu betrachten, aber ich glaube, ein Problem der früheren Sichtweise war, dass auch in der slowenischen und auch in anderen nationalen Historiografien immer wieder nur Verfallerscheinungen thematisiert wurden. Zum Beispiel sogar Franz Witter hat darüber geschrieben, dass eigentlich Habsburger Monarchie schon 1866 mindestens zum Tode verurteilt wurde, was meiner Erachtung nach nicht stimmen kann. Und natürlich finden wir auch Einzelstimmen schon 1874 zum Beispiel sehr dezidiert in einem Roman von Josip Jurčić, Hans Erasmus von Tattenbach, die südslawische Idee thematisiert wird. Und natürlich haben auch Balkankriege eine sehr große Rolle gespielt und eigentlich den katholischen Lager gespalten, meiner Erachtung nach für immer. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass ein ausgeprägter Wunsch zur Veränderung Mehrheitsmeinung war 1916. Ich glaube, wir sind am Ende dieser Sektion. Vielleicht, also ich möchte mich bei allen bedanken für viele Anregungen und auch bei Boris und bei Mira für Wortmeldungen und auch bei Tomasz. Also ich glaube, die Debatte war sehr lebendig. Vielen Dank.